Die Online-Kämpfe hier bei Naruto Storm 3 Generations gehen weiter und zwar zwischen dem zweiten Hokage und Naruto im Senin-Modus. Dürfte also eine spannende Situation werden, Freunde. Okay, Teamkonstellation ist ein bisschen seltsam da mit Naruto, immer mit Darui und erst Hokage, nicht gerade etwas Anime- bzw. Manga-typisches, aber wenn es funktioniert, ist ja die Hauptsache. So, ihr seht schon, sind noch vieles teleportieren und so, wie es aussieht, sind wir beide da gleich gut und so, gleich versiert sage ich jetzt mal, von dem her dürfte der Kampf interessant werden. Und gleich mal der Wurf des zweiten Hokages. Da kommt auch schon Hiruzen Sarutobi, sein Schüler, und will ein bisschen mitmischen. Wow, das war knapp. Ultimate Jutsu gegen Ultimate Jutsu, meinst du ein bisschen schneller? Tja, Kumpel, Pech gehabt. Da kommt Naruto wieder, wow, mit dem Rasengan, aber keine Chance, hier kommt der Wurf schon wieder des zweiten Hokages und gleich auch noch Danzo, der zweite Schüler des zweiten Hokages und das war ein bisschen zu weit weg, wow, Hilfe. Der erste Hokage, der Bruder des zweiten, will ein bisschen mitmischen und ihn ein bisschen aus der Fassung bringen, aber keine Chance, wow. Das hätte allerdings ein bisschen schief gehen können, ja, hihi, oh, jetzt bin ich voll drin, wieso war ich nicht aus, hallo? Nein, oh. Das war ein schöner Wurf. Aua. Wow. Wow. Ganz ruhig ist hier nichts mehr. Wo bin ich überhaupt? Ah, hier. Was ist jetzt wieder? Das war knapp. Und yeah, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich, Kumpel. Noch nichts. Hilfe, ich sehe nichts mehr. Alles. Überall Bäume. Alles voller Bäume und. Das war's schon? Ja, also manchmal geht's schnell, als man überhaupt kommentieren kann und überhaupt mitkommen kann. Ja, Freunde, das war der erste Kampf hier bei Naruto Storm Generations war jetzt dieser Kampf und das heißt es auch gleich, der zweite Kampf noch folgt. Das Team zweiter Hokage, ich glaube sogar, Moment mal kurz, das heißt doch eigentlich im Original Nidaime Hokage, oder? Also dann, das Team Nidaime Hokage hat gewonnen, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Der zweite Kampf hier bei Generations mit Ino, sprich dem alten Team, Moment. Die Nummer war schon wieder Team 5? Weiß ich gar nicht mehr, na egal. Jedenfalls das alte Team Asuma als Kinder noch gegen Orochimaru mit Gaara und Kakashi als kleiner Junge. Auch wieder mal eine verrückte Konstellation, aber ich hoffe mal, mit Klein Ino kriegt das schon hin. Ja, ich muss zugeben, mit Frauen spiele ich jetzt nicht so gerne, dass es nicht so, dass es irgendwie diskriminierend wäre oder so, aber in der Regel ist es doch eher so, dass man mit Charakteren spielt, mit denen man sich auch identifizieren kann und es wäre mir neu, dass ich mich mit einer Frau identifizieren könnte. Von dem her, naja, aber wie gesagt, es geht hier um Zocken, es geht um den Spielspaß. Und ich will hier bei den Online-Kämpfen, geht es mir vor allem auch darum, mal ein paar neue Charaktere zu zeigen, nicht immer nur darauf bedacht zu sein, oh, ich muss immer gewinnen und so, immer gewinnen. Weil irgendwie zum einen ist es unrealistisch und zum anderen geht es wirklich nur darum, den Spielspaß zu bewahren und halt auch ein bisschen Individualität reinzubringen. Beziehungsweise ein bisschen Abwechslung, so wie Ino mit ihrem Wurf, der schon ziemlich nice aussieht. Sonst ihre Jutsus sind eher mau, würde ich mal sagen. Sowohl von der Stärke her als auch von der Ausführung, wobei der ging jetzt gerade noch. Und den können wir noch relativ einfach noch ausweichen. Na, mal gucken. Wow, da kommt Kakashi als kleiner Stüpi. Was will der denn? Boom, 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 und hier Combo Time, und Combo Time. Wieso macht er eigentlich nicht aus? Er kann 4-mal ausweichen, hallo? Seltsam. Nein, ich wollte das Team Jutsu ausführen. Ah. Da war ich ein bisschen zu voreilig, Freunde. Der Kampf ist bereits vorbei, bevor er eigentlich richtig begonnen hat, wie es aussieht, wa? Tja, Ino, du bist einfach die größte zwar nicht, aber sicher einer der süßesten hier bei Generations. Und der Part geht weiter mit dem dritten Kampf. Diesmal natürlich der Wechsel zu Storm 3. Wir nehmen Gaara. Beziehungsweise sogar das Team irgendwie Katsukara, wie es aussieht, denn er wird die Unterstützung seiner Geschwister. Kankuro und Temari. Jetzt bin ich mal gespannt, was Gaara so drauf hat. Aber schon lange nicht mehr gezockt. Ich glaube, seit dem Story-Modus nicht mehr. Ah, der Wurf, der funktioniert noch. Na, immerhin etwas. Evil Darkness 06, alias Tobi, wie es aussieht, wa? Gut. Tobi mit dem Rinnegan und Sharingan dürfte also relativ spannend werden. Noch ein bisschen unfair, aber egal. Und, ja, Combo. Also manchmal funktioniert sie, manchmal auch nicht, egal. Mario ein bisschen mit Power. Wow. Nein, jetzt aber kein Chakra mehr. Ah, das wäre eine
Ja, das ist eine super Situation gewesen für einen Ultimate Jutsu. Oh nee. Oh oh. Wow. Das ist also Tobis Wurf, der ist auch nicht übel. Wow, 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 wow. So, mein Wurf klappt nicht mehr, schade eigentlich. Und da kommt ihm auch schon noch der gute alte Kabutomaru zu Hilfe. Was soll denn der Scheiß? Oh, egal, der hat auch noch. Ist der überhaupt Yamato noch dabei als Team? Wow, ein Angriff oder was? Aua. Ja, das Außen funktioniert zumindest. Nein, Alter, wie man die Verteidigung durchbrochen hat, wieder macht er kein Chakra. Das gibt's ja nicht. So, oh, jetzt geht ein Ultimate Zustand. Alter, das haben wir schon erwartet zum Start. Aua, aua, aua. Bei Wayman kann ich ja auch. Nein, aber ganz vergessen, Gara hat das ja auch. Instant. Funktioniert das super. Komm schon. Ah. Okay, war ein bisschen spät. Natürlich habe ich kein Chakra mehr. Toll. Das klappt schon noch. Oh. Komm schon, Gara, stärker ist die Luft. Der Wind, der Sand. Ich muss meine Lüfte erheben. Wow. Alter, also teilweise siehst du echt nicht mehr, wo dein Charakter ist. Und ja, beinahe geschafft. Komm schon. Oje, das wird wohl nichts, wa? Wow. Ein bisschen Hilfe. Wow. Alter, das ist echt übel drauf, ey. Das ist voll ein Rampage-Modus. Was überlegen. So, jetzt aber. Komm schon. Komm näher. Nein, jetzt aber kein Team Jutsu mehr. Scheibenkleister. Das darf nicht mehr, das macht er erst dafür. Abgeblockt, kann ich nämlich auch. Man stellt sich vor. Alter, ja, ich weiß, die Ultimate Jutsu sind meistens so leicht vorherzusehen, dass du keine Chance. Einen vernünftigen Angriff zumindest. Kanku, kannst du noch was reißen? Ne, kann auch nicht. Oh. Richtig spannend hier. Wir blocken, wir greifen an. Und die Zeit rinnt davon. Komm, ich hatte doch bald. Ich hab doch gleich. Richtig spannend hier, wa? Hat schon lange nicht mehr so einen spannenden Kampf. Wow, warum sind ausgewichen? Boah, Alter. Voll das Brett vom Kopf. Nein, ich sei nicht davon. Das kann nicht sein. Ich will gewinnen. Ja, in den letzten Sekunden noch gewonnen, Freunde. Puh. Ganz schön knapp, hey, alter Schwede. Aber das war ein geiler Kampf. Der erste Kampf bei Storm 3 für heute. Wie sieht's wohl mit dem nächsten Fight aus? Der nächste Kampf mit der alten Chio, die ein bisschen bekifft aussieht, aber natürlich nicht bekifft ist. Naja, natürlich mit ihren engsten Vertrauten, sprich Sakura, mit der sie sehr gut auskommt, und auch noch ihrem Enkelsohn, weil ich gerade den Namen nicht mehr weiß. Ach so, Sasori war es genau. Das muss ich noch. Sasori. Ich muss also ganz ehrlich sagen, solche Puppenspieler sind nicht so mein Fall. Das heißt, auch mit Kanku und so spiele ich nicht so gerne. Der Kampf nutze sowieso, aber speziell Puppenspieler habe ich, ja, ich sag's mal so, habe ich mich immer ein bisschen sehr schwer getan. Aber trotzdem dachte ich mir jetzt mal, versuche es einfach mal. Vielleicht kriegst du es trotzdem hin. Und Chio ist eine nette ältere Dame. Da kriegst du schon irgendwie hin, die zu steuern. Wow. Was? Hudi, Geisterfurie oder was? Chio, siehst du überhaupt noch etwas? Balte Schachtel. Da brauchst du noch Kontaktlinsen und eine Brille. Wow. Okay, jetzt funktioniert sie doch. Irgendwie stelle ich mich gar nicht mal so dämlich an, wa? Früher sogar. Oh, war das eine geile Kombo. Bam! Und gleich weiter geht's. Also irgendwie so Marionettenspieler noch etwas für sich. Aha, daneben. Dann voll ausgewichen. Nein! Oh. Oh, der Schutzschild. Und ja. Ich hab sie gleich. Bam, was war das gerade? Minato? Ging der Blitz dazwischen, hey. Das geht so nicht. Nein! Ich hab doch geblockt. Aua.
Schmerzlos nach. So, Team zu gefälligst. Kann er haben. Boom, der Sieg gehört mir. Und... Was? Also wäre so eine schöne Kombo gewesen. Mano. Na egal, den krieg ich schon noch. Den kriege ich noch. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Was? Hey, ich habe keinen Team-Jutsu ausgeführt. Hallo? So schnell kann es gehen. So, komm schon, jetzt aber. Und hinten. Da machen wir es doch am liebsten. Nein, ich hab L2 gedrückt. Ich glaube, drüben Knopf auf L2. Will ich jetzt noch? Das wäre aber schön peinlich. Ah, der berühmte Puppenwurf. Das Puppenspiel, das liebt doch jeder. Oh. Wachzustand von Kakashi. Komm schon, Ultimate Jutsu, willst mal zeigen. Wow, was ist denn das gerade? Alter, zieht er viel ab. Ja, ausgewichen, funktioniert noch und... Was denn jetzt? Hä? Was ist denn das gerade? Leute, ich hab so super geführt und dann plötzlich... und plötzlich war ich weg. Hä? Wie ging das plötzlich? Ich meine, ich hab doch immer... Ihr habt doch gesehen, ich hatte irgendwie immer noch 3 Balken zum Ausweichen da oben links. Seltsam. Also das müssen wir nochmal testen. So, jetzt habe ich mittlerweile ein bisschen Übung drin. Wow, Hilfe. Oh, natürlich der Blitzhund. Muss das denn sein? So, du, mit dem Puppenspiel angreifen. Das Puppenspiel, das mag er gar nicht. Das ist mir klar. Wow. Ja genau, das hasse ich, Freunde. Das hasse ich, wenn die Gegner plötzlich neben einem stehen und du natürlich als Puppenspieler musst natürlich auf die Puppen angewiesen sein. Sprich, wenn die irgendwie am Ende der Welt sind, dann hast du ein kleines Problem. Und meine Stimme ist gerade auch weg. Toll. Hilfe, meine Stimme. Jetzt geht's so. Das Puppenwurfspiel. So. Einigermaßen in Führung, das kennen wir bereits, also ist nichts irgendwie sehr Erfreutes oder sehr Neues und wieder das Puppenspiel. Ich muss zugeben, die alte Schachtel, also irgendwie gefällt es mir ein bisschen, ist ja nicht ganz so mein Typ, ja, schon klar, aber jetzt Socken hat, was, Alter, oh, natürlich auf allen Seiten. Krassen Gang 3 Kiri-Action, ja klar. Das war geil. Vielleicht muss man mal überdenken und künftig auch mehr Puppenspieler reinbringen ins Let's Play, wa? Let's Online-Fight! Hilfe! Boom! Voll in der Luft. Man, wir können so schöne Kombos machen, glaube ich. Ich bin einfach viel zu wenig trainiert drauf. Viel zu wenig! Alter, kann ich mehr ausweichen. Nein! Hilfe, ist nichts mehr. Zeitlupen-Action, das ist auch sehr schön. Und... Nein, Alter, das alte User klappt einfach nie. Mann, Kumpel, das ist ein Let's Play, ich muss was zeigen. Komm schon, das muss doch gehen, das muss gehen. Ja, ausweichen können wir bereits und blocken, das ist nichts Neues. Komm schon. Ah, wieder mal nichts, selber gibt's nicht. So. Oh je, das wird noch eine Weile dauern. Dann gehe ich auf Team-Move. Egal, was ich mache, ich muss nur beeilen. Nein, jetzt kommt das wieder. Aha, daneben. Jetzt aber, komm schon. Es dreht die Move drin. Nein, das gibt's ja wohl nicht. Was ist denn das? Boah, Leute, ich war so weit gerannt. So weit, das hat nichts gebracht. Daneben. Oh. Blocken. Brauch Chakra. Brauch Chakra. Fällt gerade auf, ich habe noch gar keine Items eingesetzt. Ich habe gar keine Zeit, darüber Gedanken zu machen. So, jetzt aber komm schon in die Moves. Ja. Während des gegnerischen Angriffs. Oh, Leute, schaut mal, ich habe noch irgendwie 2-3 Striche da oben. Ja, nicht mehr. Puh. Das heißt noch der simpelste Angriff und ich wäre down gewesen. Bäm. Genau zum Ende des Parts, Freunde. Das war's soweit für heute mit Storm 3 Generations Online. Und mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier. Ciao zusammen. Bin voll bekifft, der Omi.